Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. Ja, ihr seht, es gab in dieser Folge kein spektakuläres oder einfallsreiches Intro. Ich dachte mal, ich lasse mir genauso viel einfallen wie der FC und Adidas in Kooperation. Weil das, was da heute als Ausweichtrikot rausgekommen ist, das, sag ich mal so, finde ich, ist keine besonders gute Idee. Das ist irgendwie zu viel gewollt. Aber ich möchte an der Stelle direkt mal einen kleinen Disclaimer raushauen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wenn ich sage, etwas ist hässlich, heißt es nicht, es ist wirklich für alle allgemein hässlich. Ich weiß, bei diesem Trikot scheiden sich die Geister. Es gibt wirklich zwei Lager. Die einen feiern es total ab und die anderen sehen es so wie ich und finden es überhaupt nicht schön. Das heißt aber nicht, dass du ein kompletter Hornochse bist, weil du dieses Trikot feierst. Nein, 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 nein. Weil das hier ist wirklich eine sehr subjektive Meinung. Und es geht auch nicht darum, jemanden zu überzeugen oder sonstiges. Ich will euch nicht überzeugen, das Trikot scheiße zu finden, aber wenn man schon vor 2 Jahren, wie in meinem Fall, die Büchse der Pandora öffnet und Trikotvideos macht, beziehungsweise Reviews, und ja, das wäre dann jetzt mittlerweile das 3. Ausweichtrikot, das ich hier auf diesem Kanal bespreche, ja, dann will man natürlich die Kontinuität bewahren und macht dann dementsprechend weiter. Ja, und unser diesjähriges Ausweichtrikot, ja, was soll ich großartig sagen? Ich wusste schon, es wird wahrscheinlich dunkelblau sein. Und wieder einmal hatte die Seite Inside Müngersdorf komplett recht gehabt mit ihrem Leak. So sieht es aus. Nun ja, ich bin nicht gerade begeistert. Ich bin eher mehr erstaunt, dass man sich sowas überhaupt traut, weil Adidas ist ja mehr so bekannt für Eleganz, einen eleganten Minimalismus und dergleichen. Und hier, ich will jetzt hier keine großartigen Wortspiele in den Raum werfen. Ganz ehrlich nicht, nur um diese Review irgendwie spektakulärer zu gestalten. Aber ganz vereinfacht gesagt, das sieht so aus, als hättest du ein dunkelblaues Trikot, während irgendwelche Malerarbeiten bei dir zu Hause stattfinden, an den falschen Ort abgelegt und die Maler haben aus Versehen jeweils einen Eimer mit roter und einen Eimer mit weißer Farbe drüber geschüttet, beziehungsweise verschüttet. Drüber geschüttet würde ja bedeuten, da wäre ein Vorsatz, aber hier sieht das eher aus wie so ein Unfall. Das ist mein Problem mit diesem Trikot. Das sieht einfach sehr erzwungen aus. Nach dem Motto, wir wollen jetzt komplett verrückt sein, komplett ausgeflippt, weil die werfen uns ja immer vor, wie bei Adidas, wären viel zu schlicht und viel zu langweilig. Aber das hier ist für mich einfach hässlich. Wisst ihr, ich habe wirklich hier versucht, irgendwelche Muster zu finden. Irgendwie zum Beispiel einen versteckten Geistbock, einen versteckten Kölner Dom oder ähnliches. Aber das ist für mich einfach nur Krickelkrackel. Als hätte irgendwie so ein Kleinkind den Pinsel genau so in die Hand genommen und einmal da drüber gestrichen. Und das soll jetzt nichts gegen Kinder sein. Ich liebe Kinder. Hätte gern selber welche. Hey, Kinder an die Macht. Besser ein Kind an der Macht als Friedrich Merz. Ne, versteht mich da nicht falsch. Aber das sieht einfach infantil aus. Und natürlich, also für mich persönlich, ne, weil mein Geschmack hat sich ja auch geändert. Ich mochte auch mal hin und wieder diese etwas verrückteren Trikots, aber man ja, man wird älter, man will sich ein bisschen legerer und altersgerechter kleiden, sogar im Stadion. Wobei Ausweichtrikots trage ich eigentlich nicht. Ich würde mich für diesen Trikot nicht auf der Straße blicken lassen. Und für mich sieht das auch nicht aus wie ein Fußballtrikot, sondern eher mehr wie das einer Dartmannschaft oder halt, wie viele es im Netz schreiben, wie das Trikot einer E-Sports-Mannschaft. Aber wir sind ja beim Fußball. Ich habe ja nichts gegen ausgeflippte Muster, aber das hier sieht einfach unfertig aus. Es sieht nicht gut durchdacht aus. Und das ist mein Problem mit diesem Trikot. Aber es soll ja auch nicht heißen, dass ich nicht mir irgendwelche Gedanken gemacht hatte, wie man das anders hätte gestalten können. Hier wäre mal mein erster Entwurf. Hier sieht man halt nur an den Ärmeln und am Hals das rot-weiße Muster. Beziehungsweise ist hier kein Muster, es ist einfach nur rot-weiß. Das hier wäre wahrscheinlich die Version, die wir alle erwartet hätten. Natürlich werden es die meisten dann langweilig finden und ich sage auch nicht, das ist der beste Entwurf, aber so clean sieht das für mich deutlich besser aus. Sieht für mich deutlich besser durchdacht aus und halt schöner. Aber für diejenigen, die unbedingt noch etwas Rot-Weiß mit drin haben möchten, habe ich hier noch einen Vorschlag, wie man es hätte besser machen können. Ein rot-weißer Querbalken, direkt unter dem Rewe-Logo platziert. Ich finde, das sieht wirklich sehr elegant aus und auch passend. Ich finde, damit kann man sich blicken lassen, meiner Meinung nach, sogar bei einem Heimspiel. Weil der rot-weiße Balken gibt dem Ganzen noch eine rot-weiße Power. Weil mir ist ja vollkommen klar, Ausweichtrikots sind jetzt immer dazu gedacht, damit wir in der Farbe komplett ausweichen können, falls eine Mannschaft rot-weiß oder rot oder weiß trägt. Also haben wir dann eine Alternative. Und nun ja, die meiste Zeit war es beim FC eher blau. Und das hier wäre eine gute Kombination gewesen. Aber für diejenigen, die diesen Farbstrich unbedingt haben möchten,
habe ich noch einen Vorschlag. Das hier sieht doch deutlich schöner aus, meiner Meinung nach. Der rot-weiße Farbstrich ist mit eingebunden. Klar, hier hat ein bisschen die KI verkackt und sich ein bisschen zu sehr in das Rewe-Logo mit eingemischt. Aber ihr wisst ungefähr, wo ich hin will. Das wäre so die passende Kompromisslösung aus meiner Perspektive. Ich selber hatte halt nicht die Zeit, in den Fanshop zu fahren und ganz ehrlich, für das Trikot allein schon, wo die ganzen Leaks rauskamen, habe ich auch nicht vorgehabt, es mir im Fanshop anzusehen. Die Passform wird wahrscheinlich dieselbe sein wie beim Heimtrikot, aber wenn ich mir hier Tom Kraus auf dem Bild ansehe, ich finde, das steht ihm gar nicht. Ich finde, das passt gar nicht zu ihm. Und so wie er da sitzt, das sieht so aus, als hätte er sich irgendwie eine rote Umhängetasche umgehangen über die Schulter. Ihr seht schon, ich suche nach Worten, irgendwie mir dieses Trikot schön zu reden, aber es gelingt mir nicht, weil ich will euch nicht die Freude daran nehmen. Wenn ihr eure Freude daran habt, kein Problem, holt es euch. Aber ich finde, so der Gipfel der Hässlichkeit ist die Rückseite. Das sieht total unfertig aus, das sieht aus wie ein Fehler, schlicht und ergreifend. Klar, sieht ein bisschen vollständiger aus mit einem Flock wahrscheinlich, aber der Flock wird sich wahrscheinlich nicht an dieses Muster anpassen, dieses sogenannte Muster. Also hätte ich gerne mal entweder gesehen, dass sie das komplett durchziehen oder die Rückseite komplett blau lassen. Das hätte für mich mehr Sinn gemacht. Aber so, naja, ich kann dazu nur sagen, Ausweichtrikots lagen mir sowieso nie besonders am Herzen. Ja, ich habe gerade eins an, aber die Passform war nicht ganz gut und ich habe es relativ günstig vor einigen Jahren bekommen. Ja, das stimmt schon. Ich würde auch gerne mal wieder ein graues sehen, wenn ich ehrlich bin, oder beziehungsweise silbernes. Wir haben ja ständig irgendwie blau und es kommt wahrscheinlich noch ein blaues Torwarttrikot, aber das ist so ein kleiner Spoiler an der Stelle. Das gilt dann für diese Kollektion mit dem alten Adidas-Zeichen, mit dem alten FC-Wappen, aber darüber reden wir an anderer Stelle. Wir fokussieren uns jetzt noch ein bisschen auf dieses Trikot. Es sieht halt viel zu sehr nach gewollt und nicht gekonnt aus, aber das ist nur meine Perspektive, es gefällt mir nicht. Es gibt da draußen so viele Sammler, die sind einfach nur Komplettisten, die wollen alles in ihrer Sammlung haben. Da kann ich nur sagen, viel Spaß damit. Ich muss es nicht haben und sowieso in Ausweichtrikots lasse ich mich eigentlich bei keinem einzigen Spiel blicken. Auch ich habe es mir früher eher mehr aus sammlertechnischen Gründen geholt, aber auch da habe ich mittlerweile den Film ein bisschen heruntergefahren. Ich bin da mittlerweile ein etwas pragmatischer FC-Fan geworden. Falls da einer mit dieser Info nichts anfangen kann, sucht einfach mal Leos FC Kosmos Real Talk. Mein Real Talk aus dem Herbst, der wird euch so einiges erklären, warum ich da mittlerweile etwas pragmatischer rangehe. Nichtsdestotrotz, ich liebe Trikots und natürlich, die Reihe soll fortgesetzt werden und weiterhin werden hier Schulnoten verteilt. Zuallererst einmal, ich betone nochmal, was ich zu Beginn gesagt habe. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es gibt auch Männer, die haben Frauen geheiratet, über die würden andere Männer sagen, die ist hässlich, aber für sie ist sie die schönste Frau auf der Welt. Selbst wenn sie aussieht wie eine Mischung aus Roseanne und Herr von Bödefeld. Aber Geschmäcker sind da halt verschieden und mein Geschmack trifft es nicht. Und da ich wie immer eine Schulnote vergebe, tut mir leid, an der Stelle eine 5. Mangelhaft. Aber mit einem Plus. Weil sie haben sich was getraut. Das muss man ihnen lassen. Man hat zumindest versucht, einfallsreich zu sein. Für die Mühe möchte ich noch ein Plus vergeben. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht das Alpha und Omega in Sachen Trikots. Ich liebe Trikots, bewerte sie gerne. Das ist meine Bewertung dazu. Ihr werdet wahrscheinlich auf anderen Kanälen vielleicht eine Bewertung finden, die mehr euch passen wird, wenn ihr das Trikot hier feiert. Wenn ihr es feiert, dann holt es euch. Allen anderen kann ich nur vom Kauf abraten. Das ist meine Review zu diesem Trikot. Ich freue mich aber auf das Auswärtstrikot. Einfach aus dem Grund, weil ich die Leaks schon gesehen habe und das sieht richtig geil aus. Also da ist schon mindestens eine 2 im Anflug, glaube ich zumindest. Aber wir werden sehen. Das wäre es dann erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen bis sie alt.